freue mich für uns morgens mit Ihnen Taub. Ich kann hier in der Taub Gott loben und preisen. Taub mit der Studenten Taub zu singen. Aber es war nicht, wo es nur sein können, aber ich habe die Hand wenigstens gesungen. Ich bin Carlos Fer, das ist mein zweites Jahr als Lehrer in der Ständig Bibelschule. Ich bin von Koptemok in der Gegend dran. Und ich freue mich, dass wir kommen mit Ihnen Taub Gott zu loben und zu preisen. Wir sind nicht allein, wir kommen mit Ihnen Taub alles zu tun. Wir kommen mit Ihnen Taub als Bibelschule mit Ihnen Taub zu tun. Und das übrigens, wir dankbar sind, was die für uns als Bibelschule getan haben. Wir sind nicht für ihn das Jahr, ihr habt nicht Bibelschule. Wir sind nicht für das Jahr, was in der Bibelschule tun, dann wir nicht laut denken. Aber wir haben das Jahr und wir sind so dankbar für jeder Ding, was die für uns tun, für die Gebete, was die für uns beten tun, voll in Stattung, was die uns geben tun. Für das Jahr haben wir in der Bibelschule ein Lema. Jeder Jahr beschäftigt Bibelschule sich mit einem Thema. Und das Jahr ist ein Thema ausgewählt worden. Und das ist, ich will und Gott seine Sicht zu sein. Das ist eine Entscheidung, die jeder Mensch mit Luther in sein Leben nimmt. Wir haben hier zwei Zeugnisse hier. Jeder einer, der hier in den Buben sagt, der hat ein Zeugnis, weil sich Jesus Christus gefangen hat. Und so hat jeder zwei Kirche alle. Wenigstens ein Teil von ihnen. Die haben gewählt, um Gott seine Sicht zu sein. Oder das ist nicht eine einfache Entscheidung, sondern das ist eine Entscheidung, die viel mit sich bringt. In diesem Leben, was wir das Jahr in der Bibelschule haben, habe ich genommen, mit 1. Petrus, Kapitel 2, von Vers 18 bis 25. In der Bibel haben, blättert weil ich wohl haben. 1. Petrus, Kapitel 2, von Vers 18 bis 25. Das ist ein längerer Tag, und durch diesen Tag, da kannst du bekehren, ist die Bibelschule bei diesem Lema gekommen. Das Jahr durchzugehen, dass jeder Student sich prüfen wird und checken wird, wählst du die, um Gott seine Sicht zu sein. Und das war ich mit Ihnen taub für weil ich nur denken. So ist gesagt, 1. Petrus Kapitel 2, von Vers 18 bis 24. Der Tag sagt es das: Ihr Knechte, ordnet euch den Herrn mit allem Respekt unter. Nicht nur mit den Gütigen und Milden, sondern auch den Launischen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um das Gewissen willen vor Gott das Übel erträgt und das Unrecht erleidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr wegen böser Taten geschlagen werdet und das erduldet? Aber wenn ihr um gute Taten willen leidet und das erduldet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seine Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab das dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinen Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, den Sünden abgestorben, für die Gerechtigkeit leben. Durch den Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber nun seid ihr zu den Hirten und Wächter eurer Seelen bekehrt. So wie das ist ein längerer Tag sein. Wenn wir jeder Forscher durchgehen, dann sollten wir hier vielleicht bei Genuven. Ich weiß nicht, wie lange wir hier machen sein. So wir wollen Bußig immer gehen. Sag ich nicht, ich kann hier nicht dazu reden. Diesen Tag ist Futter und abchecken, wenn einer den irischen Vers lesen wird, das fängt uns an, ihr Knechte, oder wir können sagen, ihr Skluven. Dann nehmen wir es Christen, Stopp drehen sein, ho. Sklaverie habe ich nicht. Wie habe ich Sklaverie? Des Tages teilt nicht mal für uns. Weißt du, wir müssen wahrlich seine Scharte nehmen, schneiden, die Theorie der Bibel und sagen, Sklaverie gehört nicht mal in dieser Welt, nein, das nicht mal, sollte auf dieser Stadt sein. Sklaverie ist arg und Christen hier stehen dort nicht. Ich will Ihnen für das Bild ein klein bisschen ändern. Ich sage nicht für Sklaverie, verstehen wir recht, das ist nicht, wo ich ihn will hammern. Aber ich will Ihnen ein klein bisschen das Bild von Sklaverie in der Bibel erklären. Was versteht die Bibel, wenn von Sklaverie reden wird? Wir haben das Bild von der Stadt gekriegt. Die Stadt, die holen sich Menschen von Afrika, aber hier in Mexiko passiert auch, wo die Taramaras, was einmal hier so wohnen, die in Dwana, was wir den tun, ist die hier wohnen, die kommen hin und die wird, und ihr macht genommen, die müssen für die Person schwer schaffen und die werden so hart behandelt und die werden umgebracht, ich weiß nicht, was alles. Das ist nicht das Bild, was die Bibel hat, wenn ich von Sklaverie rede. Das ist nicht das Bild, was die römische Zeit vorher nicht passieren wird. Aber es waren wir Menschen, die andere Art behandeln, aber das wie nicht die Idee von Sklaverie. Was wird die Idee? Menschen, die so in Schuld werden, die so weit in Lachband werden und nicht mal reden können, die wissen sich nicht selbst, die können sich nicht selbst verstehen, weil das wir Menschen, die irgendwo in ein Land ankommen, sie wissen nicht, was sie erleben wollen, die gehen im Sklavendienst.
Und hier so für das Thema jetzt da am Arbeiter, im General des Tages steht am Arbeiter. Und was also das wird für ein Ding sein? Die kommen so billig auf, dass die nicht Sklaven haben. Und das meine ich so. Die kommen so billig auf, dass die nicht Sklaven haben. Wir haben fertig das Bild, wenn ein Wirt Sklaven hat, dann kommt der billig auf und das Arbeitsleben braucht er nicht tun. Das ist dort. Für den Tag, wie tun vorher noch Päuser, dann muss die Person sich weiten. Was einmal die dann sein Leben will tun, das wird er von Lohn kriegen. Die Lohn muss verschieden sein, aber das wird da so in all diese Arbeiter, was getoolt wird. Und was passiert in der Bibel? Was ist in der Bibel für ein Bild von Sklaven? Für den Sklaven wird verantwortlich für was? Einen Tag zu stellen, Eten zu stellen, Schuld für die Kinder zu stellen, dort zu sein, wenn die Person krank wird, dort zu in Städten. Nehmt. Zu dafür sorgen, dass wenn die von ihr Haus sind, wenn die von ihrer Familie wird, dort wo ein Sklave wird. Wie für die sagen, oh nee, Sklaverei will ich nicht, Sklaverei ist falsch, das ist arg. Jedem fahren eine passende Person, wenn der krank ist, beim Krieg wird immer, jedem nicht am Rahmen, ich habe mir noch nie wie sind ja reich. Sag ich mir, wenn christlicher ist. Das wird jetzt nicht, go wieder in die Knarchen. Ich will schon noch ein Ding sagen, Sklaven haben noch ein Geld, denke ich. Da ist ein Sklaven, da jetzt kannst du eine römische Person werden, was du in einem Bürgerreich hast. Das ist viele Menschen, die wollen Migranten. Ich meine, hier haben die Teumaxe hier in das hier dort. Wo Migranten, viele Menschen kommen von Süden und die wollen in die Städte nehmen. Wenn du als ein Sklave in Rom kommst, was viele Menschen wollen, dann kriegst du im Bürgerreich, du kannst städtisch werden, wie für die und das sein. Das werden, wenn du was Sklaven deins hast, ein Sklaven will nicht die armen Menschen, das werden die Middle-Class, aber die Hohe-Class. Und wenn du ein Geld hast, kannst du frei kommen, lebst frei, das braucht die ab, das will nicht denken, was die aufträgt, sondern das hilft dir ab. Genug von Sklaven jetzt. Petrus sagt hier so, zu einer Gruppe Menschen, die Knachen, wie wir vielleicht sein, die Arbeiter, was sollen die Arbeiter tun? Ordnet euch den Herrn unter, mit allem Respekt. Das Unordnen hat mit zu tun, gehorsam zu sein. Gehorsam sein, den wird ja in Eva. Untertanen, mit Respekt danach zu tun. Nicht bloß wegen des Mann, wegen des wird das, niemand mir den Unterstellen, niemand für den schaffen, sondern das mit Respekt zu tun, das freiwillig zu tun. Ich rede von, wir wollen nicht in jeder Wahrscheinlich kommen, wir wollen uns für 3 Prinzipien bekennen. 3 Punkte, weil wir uns für den Kart bekennen. Der erste Punkt ist, in Christ bleibt in Gehorsam und bewahrt sie in Gewässen. Das ist eine Abgabe von uns als Christen. Wir bleiben gehorsam. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Arbeiter sind, wer von Ihnen Wirt sind. Ich bin von Arbeiter. Ich schaffe, üt. Und das ist nicht einmal leicht. Darauf, was ich schon gesagt habe, einmal leicht was sein. Für die Knarchen wird das nicht einmal leicht. Das wird eine schwere Abgabe für ihre Wirts dort zu sein und durch sie für die zu schaffen. Und Petrus sagt danach, ordnet ihn der Unia. Respekt dich. Schaffe dich. Warum? Instead wir Christen leben da. Das ist nicht, was das römische gesagt hat, nicht das Gebot geben, sondern die ist Christen, lebst es das. Wofür passiert das nicht, dass wir schaffen für uns, wenn man uns wird vielleicht, wie glauben, falsch behandelt, vielleicht wird uns auch falsch behandelt, dann was tun wir damit? Das ist so leicht, dann gehen wir rüten, reden alle wegen Schlag gegen den Wirt, aber dann du arbeitest Schlag, wenn es der Wirt hat von sich Schlag behandelt. Kommt das nicht, was Petrus gesagt hat? Ist das deine Abgabe als Christ, ist das zu dem Wirt gegenüber zu sein? Und Petrus sagt das hier so ganz klar, in Vers 20, in Vers 19 und wieder was 20, durch uns redet Petrus von das. Sieht der Unjadun, ab so ihn Schlag behandeln. Und es ist so leicht zu sagen, na, der wird auf mich schlecht behandelt, du willst nicht dieses Täter. Du willst nicht, da ist meine Arbeit nicht Fan. Wenn mir wird mich Fan behandeln, wenn er mir einen Fan Lohn geben, dann würde existieren das Täter. Na, das ist nicht der Wahrheit vertiert. Der wird auf seine Abgabe bei Gott gehen, als Christ, das zu tun. Aber du als Arbeiter hast kein Recht zu sein, wenn es der wird mir das Täter, Wahrheit nicht ist das. Dort reicht die Bibel uns nicht. Die Bibel sagt uns, als Christ, lebe in Gehorsam. Und bewahre ihn Gewässen. Wenn die lieben das ist gleich, aber wenn die in der Welt lieben das, warum leidest du? Petrus sagt hier so, wenn die lieben das, wenn du dort verdient hast, du hast keine Ehe an. Du bist dir dann schuldig, dort zu lieben.
wo wenn die lieben das, wenn du gerecht was bist, und die lieben das, wenn das, wovon der ich erst doch nicht von der Person. In das Bild, Champions des Christen, alle wegen fair. Es wird, es Arbeiter, wo immer je sind, Kinder, Jugend, wo immer je sind in ihrem Leben, wenn je bekehrt und wahre geboren sind, die wollen lieben. Und jeder nicht, je hier tun, rette nicht hin, die wollen lieben. Wir sind nicht beraubt, in dieser Welt zu sein, und wir wollen einen Schein haben, und wir wollen hier gemütlich sein. Das Gegenteil. Jesus sagt in Lukas Kapitel 14, teilt ihn dort ever auf eine Talmaschine. Kommt ihn dort uit, Jesus nur zu folgen. Ins Lieden, wo ihr auf dieser Welt. Wir wollen lieben, von uns glauben. Und dann kommen wir ans zweite Prinzip. Und das ist von Vers 21, beim 24. Vers. Dann sagt er so, ein Christ, der litt angereicht, ohne der da wird, oder ohne der ablösen wird, wie wir können sagen. Abdeveren. Wir sagen, Pferden, nicht sagen, abgedevert, nie wollt mal oben der Meinung sein. Das ist nicht, wo ein Christ hat. Das Jeffen, christliche Eier, ich will gleich von den Terrain, aber wir haben nicht die dafür. Das Jeffen christliche Eier, aber das ist nicht, von was wir reden. Der dritte hier ist davon, was Jesus tut. Ich wollte jemand für ein sein, die glauben, vielleicht, dass wir uns lernen. Wir haben voll, wenn uns leben so, ich kriege so schlecht behandelt, mit den Menschen, alle schlecht, ich habe alle schlecht belebt, und weiß nicht, was wir alles ans Ferien dann. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich eine Person, die viel mehr gelesen hat, sagen die taub, und das ist Jesus Christus. Wenn wer gelesen hat, wenn es Ungerechtigkeit, das ist Jesus. Wenn die was mit wem vergleichen, dann vergleicht die mit Jesus. Und dann wirst du immer kalt kommen in den Lieden. Du hast kein Lied auf dieser Welt so groß ist, was Jesus auf dieser Welt für uns drehen. Und keiner wird so ungerecht bestraft, ist Jesus was wert. Ist Jesus umkriegt sein da, ist Jesus die Krone am Kopf nach die Kiel kriegt. Wie finde ich, dass die Menschen ausbraucht, dass die sehr, ein Tag wird Gott in allen Hallen entschmieden. Das ist nicht, was wir finden, was Jesus sagt. Was sagt Jesus? Vorder verjährt werden. Wir werden uns für unser Beruf und unser Leben sein, ich kann sagen, leben, dass erst, wo es Gott mir nicht vielleicht was schuldig ist, was ich gelesen habe. Nicht. Gott will uns belohnen. Gott wird uns auch belohnen für jeder Ding, was wir für ihn tun. Aber er ist uns auch nicht schuldig. Wenn es viel mehr für die und für mich um Krieg zu tun, es wird wie jemals für andere liegen. Und wovon Bild gibt Jesus Christus uns? Wo dort er das liegen? Maat. Das ist ein kleines Schubchen, aber wir werden vergleichen. Das stellt sich nicht jeden an. Er stellt sich nicht jeden, der wird arm wollen und Krieg nehmen, sondern er jenkt das entgegen, wenn er wisst, dass Gott sein will. Was du dir überzeugt, dass du in Gott sein Willen leben lässt? Wenn du in Gott sein Willen leben lässt und du schwere Tiden durch dein Leben gehst, dann bist du am reichen Weg und gutmütig wieder. Aber das ist nicht alles in unserem Leben. Wir kommen mit dem dritten Prinzip, nur das im Vers 25, wir haben uns bekehrt zu diesen Wächter, zu diesen, was ein Schubshaar ist. Was bedeutet für uns? Wie dein Jesus Christus, aber nicht im Sonst, was ich gesagt habe, sondern wir kriegen eine Belohnung und wir wollten dort, während wir auf dieser Welt sind, wir gehören nicht zu dieser Welt. Das Prinzip. Ein Christ wollte, dass er nicht zu dieser Welt gehören wird. Hält das immer klar. Und dann, wo ihr Leben durchkommt. Ich wollte, dass viele Menschen haben schwer ihr Leben wegen Familie. Eins, sie bekehren sich, und was bedeutet für eine Familie oft zu sein, Familie schieben und Ziel, weil nicht mal Gemeinschaft haben mit ihnen. Und das ist schrecklich. Versteht mir, ich will das nicht leer mehr sein, das ist nicht, was die lieben dann. Das ist fehlen, das ist schwer. Aber hat das im Blick. Wie tun das für unseren Herrn? Und wie kommen wir nach den Himmel nennen? Und Gott wird uns mit oben Arms reden. Und er wird uns ab der abnehmen. Und wir sind seine Kinder für alle Ewigkeit. Teilt ihn das ever. Als das wird Jesus Christus nur zu folgen. Da kann jemand Überzeugung sein, wenn die diese Talmaschine abrechtig reinnehmen, die einmal auf den Schluss kommen, dort ist es 100.000, wofern die was nehmen, mal wird Jesus Christus nur zu folgen. Dort ist es säuer wird. Wir vertiefen uns jetzt in der Bibelschule. Ich will, um Gott seine Seite zu sein. Uns ist dort Lieden vor uns gestellt. Jesus hat uns dort nicht Plitsch gehalten. Der sitzt uns, die wollen lieben, wegen mir. Wählst du die, um Gott seine Seite zu tun? Wählst du die, mit Gott taugt euch das Leben zu tun?
Wann die das wählen, dann werden wir leben, ist ein Christ, wo das Licht in dieser Welt lachen. Es sind so viele Menschen, die durch uns verbessert sind, so viele Menschen, die so viel Videomaterial tun. Weil wir Licht sind für diese Welt. Wo immer die schaffen das. Wie fanden es so, dass diese Bibelschüler, die leben extra weit in Gott sein Welt. Das ist nicht, dass jeder Mensch nicht in Bibelschule sagt. Wenn wir einmal bis alle in Bibelschule sagen, dann wie wir so weit auf von der Wahrheit erst. Und Studenten, verstehen mich da, ich freue mich so, die in Bibelschule sagen. Belieft uns auch. Aber Gott sein Willen ist nicht bloß in der Bibelschule. Wo immer du bist in deinem Leben, segne Gott sein Willen in Schaf durch uns so. Die kann Gott tun, wo immer du in deinem Leben stehst. Hier in Durango, in Chihuahua, in Kanada, in den States, wo immer du von kommst. Deunt Gott. Wählt Gott seine Seite sein und deunt an. In jeder Steigen, wenn es kommt zu ihnen wird, deunt den, so ist noch nie nicht an, den wer gedeunt hat. Schafft für den, so ist noch nie nicht an, wer für den geschafft hat. Und sieht den Licht in das zu tun. Ich möchte noch beten mit Jün Taub und dann gehen wir wieder. Herr, wir kommen zu dir, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für die Gelegenheit, die wir haben. Taub ist eine Gemeinde kommen, wir können in den Worten andenken. Und ich bete, dass du uns wieder die Kraft schenken. Help uns, dass wir können verstehen, wir können sein, dass du der Einzige bist, was uns diese Kraft geben kann, um das zu tun. Ich bete, dass du uns Weisheit geben, dass wir können Ansicht haben und verstehen, dass du für uns alles geben willst. Und Herr, wenn wir durch Lieden gehen, sieh uns nur und streich uns in den Tiden und help uns, dass wir können überzeugt, uns zu wählen und ihnen sie zu sein. Ich bete für diese Gemeinde, muss die uns segnen, muss die uns wieder abführen und auch wieder uns nur sein. Amen. Gottes Segen.